Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Brichlam Schok. Ich hatte jetzt einige Gelegenheit, Redner vor mir zu hören. Und während aller Reden, wenn auch bei meiner eigenen, hatte ich immer das Gefühl, es fehlt was. Da fehlt eine Begrüßung. Wie schön wäre es, wenn wir heute Abend auch hätte sagen können, willkommen, Botschafter der Republik Türkei. Wie schön wäre es, wenn wir heute sagen können, willkommen, Mufti, Imam aus der muslimischen Gemeinde, unsere Brüder und Schwestern, die Muslime sind. Es mag sich jetzt so anhören, wie wenn ich irgendwas von einer ganz fernen Welt erzähle. Aber vor einiger Zeit hätten viele wahrscheinlich auch gesagt, dass der Bundestag mal eine Resolution praktisch einstimmig fast in allen Fraktionen an den Völkermord anerkennt, an den östlichen Christen. Hätte wahrscheinlich kaum jemand Möglichkeit. Wenn das gelungen ist, dann wird es uns auch gelingen, eines Tages eine Gedenkfeier zu machen, in der ein türkischer Botschafter teilnimmt, an der Vertreterinnen und Vertreter der Muslime in Deutschland teilnehmen. Ich bin ganz sicher, dass wir diesen Tag zusammen erleben werden. Wir gedenken heute der Opfer des Saifo. Sie wissen, was dieses Wort auf Aramäisch bedeutet. Es ist der Begriff für Schwert, ist damit das Synonym für den Völkermord, der stattgefunden hat. In den Jahren 1915 bis 1923 sind im Osmanischen Reich nicht nur ungezählte Armenier, sondern auch Hunderttausende griechisch-orthodoxe und syrische Christen, Aramäer, Assyrer und Chaldäer Opfer von Massakern, von Massenmord und von Deportation geworden. Dies entspricht etwa 2/3 der damals auf dem Gebiet der heutigen Türkei lebenden Aramäerinnen und Aramäer. Hunderttausende wurden außerdem aus ihrem angestammten Heimatland vertrieben oder als Kinder verschleppt oder zwangsislamisiert. Uralte Siedlungen wurden für immer aufgegeben. Wir haben in den Reaktionen auf die Verabschiedung der Resolution im Bundestag gesehen, wie wenig Wissen es über die Verbrechen an den Armeniern und anderen Christen im Osmanischen Reich gab. Aber dennoch wissen doch viele, entschuldigen Sie die etwas lapidare Formulierung, dass es die Armenier überhaupt gibt. Das hat, ich schaue den Botschafter der Republik Armenien an, natürlich auch damit zu tun, dass es mittlerweile das Land Armenien gibt. Aramäer, Chaldäer und Assyrer hingegen haben kein Land und damit keine Regierung, die die Pflege ihrer Kultur, ihrer Sprache und ihrer Religion fördern kann. Viele in Deutschland haben noch nie von den syrischen Christen gehört. Letztes Jahr hatte ich die Ehre, bei einem Besuch in Armenien gemeinsam mit meiner Fraktionskollegin Ekin Deligöz einen Kranz in der Gedenkstätte Sisarlaka Bert in Jerewan hinzugeben. Die Gedenkstätte, Sie wissen das, dient als symbolischer Ort für die Armenierinnen und Armenier weltweit, um ihre ermordeten Vorfahren zu gedenken. Sie bietet die Möglichkeit, erlebtes Leid zu verarbeiten. Die syrischen Christen und Christinnen, die Nachfahren der aramäischen, der assyrischen und der chaldäischen Opfer des Völkermords vor 100 Jahren, sie haben diese Möglichkeit nicht. Sie haben kein Land, in das sie endlich Zuflucht finden können. Sie haben kein Israel und sie haben kein Armenien. Umso wichtiger ist es, dass sie in unser Land, dass sie in Deutschland eine Heimat bietet, ein Zuhause für ihre Familie, aber auch die Möglichkeit, ihre Religion frei auszuüben. Da begrüßen wir sehr, dass mit der Schaffung eines zentralen Gedenktages mehr Öffentlichkeit für das Schicksal der syrischen Christen geschaffen wird. Ich möchte an dieser Stelle Herrn Amir Golgis für sein Engagement danken, für die Schaffung einer ökumenischen Gedenkstätte für armenische, aramäische und griechisch-orthodoxe Christen in Berlin-Charlottenburg. Der ökumenische Charakter dieser Gedenkstätte ist wegweisend. Wir müssen unsere religiösen Unterschiede auch im Gedenken endlich überwinden.
Was uns eint, das ist die Erinnerung an die Opfer, aber auch das Ehren der Helden, die sich dem Völkermord in den Weg gestellt haben. Und der Glaube, dass Menschlichkeit am Ende immer stärker sein wird als die Barbarei. Aber nicht nur, weil heute Armenier, Aramäer, Chaldäer, Syrer und Pontusgriechen unter uns leben, brauchen wir solche Gedenkstätten, brauchen wir die Aufarbeitung dieses schmerzvollen historischen Kapitels. Sondern wir haben uns heute auch hier zusammengefunden, weil die Geschichte ihrer Vorfahren auch unser aller Geschichte, also auch ein Stück deutsche Geschichte ist. Deutsche Diplomaten, deutsche Regierungsbeamte, deutsche Militärs, deutsche Missionare, sie wussten genau, was damals geschah, aber die Regierungsverantwortlichen in Berlin sahen im Osmanischen Reich nicht nur weg, als Armenier und Armenier zu Hunderttausenden ermordet wurden, sondern auch als das gleiche furchtbare Schicksal die anderen christlichen Gruppen im Land ereilte. Ich möchte es an dieser Stelle mit einer Klarheit nochmal sagen. Diese deutsche Mitschuld und Völkermord ist der wichtigste Grund, warum wir die Debatte am 2. Juli im Bundestag geführt haben und warum wir diese Resolution verabschiedet haben. Über 100 Jahre nach dem Völkermord und ein halbes Jahrhundert, nachdem wir in Deutschland begonnen haben, die Shoah endlich aufzuarbeiten, war es allerhöchste Zeit, sich diesem dunklen Kapitel unserer eigenen deutschen Geschichte endlich zu widmen. Es ist vielfach kritisiert worden. Die Armenier, die Pontusgriechen und syrischen Christen, die heute in Deutschland leben, seien von der Bundestagsresolution nicht ausreichend gewürdigt worden. Lassen Sie mich sagen, meiner Fraktion war es besonders wichtig und mir selber, dass der Titel des Landtags nicht nur vom Völkermord an den Armeniern, sondern auch von einem Völkermord an allen anderen christlichen Minderheiten in der Türkei spricht. Übrigens, dass die Pontusgriechen explizit nicht erwähnt werden, auch wenn sie vielleicht durch den Titel mit abgedeckt sind, hätte ich gerne anders gehabt. Leider war das mit der Koalition nicht durchsetzbar. Wenn wir im Antrag von Versöhnung zwischen Armeniern und Türken sprechen, dann meinen wir damit natürlich auch die Menschen mit armenischer oder mit türkischen oder mit assyrischen Wurzeln, die fester Bestandteil unserer deutschen Gesellschaft geworden sind. Die Aufarbeitung beginnt vor unserer eigenen Tür. Das heißt, wir wollen die Hand ausstrecken zu den Nachfahren der Opfer, die heute unter uns leben. Wir möchten, nein, wahrscheinlich sogar wir müssen die Mittäterschaft des Deutschen Reiches am Völkermord umfassend aufarbeiten. Ich sprach gerade schon von den heftigen Reaktionen auf die Resolution und die Bundestagsdebatte. Sie alle wissen aus der Presse, dass dies zu, ich will es mal vorsichtig sagen, auch sehr unfreundlichen Reaktionen geführt hat, insbesondere für die Abgeordneten türkischer Herkunft im Deutschen Bundestag. Ich habe von vielen von Ihnen gehört, dass Sie sich Sorgen machen. Ich will Ihnen sagen, weder um mich noch um meine Kollegen müssen Sie sich Sorgen machen. Sorgen machen muss man sich um die Menschen in Syrien, Sorgen machen muss man sich um die Menschen im Irak, Sorgen machen muss man sich um die Christen in der Türkei und alle, die sich dort für Demokratie einsetzen. Sie dürfen auch heute in dieser Stunde nicht vergessen, solange dieser Krieg tobt, haben wir als Menschen versagt, solange wir nicht alles dafür getan haben, dass der Krieg dort endlich beendet wird und diese Kultur, diese jahrtausendalte Kultur dort an ihrer ursprünglichen Heimstätte eine Zukunft hat, damit meine Kinder, ihre Kinder eines Tages diese wunderbare Kultur dort an ihrem ursprünglichen Siedlungsgebiet studieren können. Solange haben wir als Menschen versagt, meine Damen und Herren. Ich will die Gelegenheit aber auch nutzen, ein Wort des Dankes zu sagen. Ich habe immer gesagt, niemand muss die Resolution des Deutschen Bundestages richtig finden. Niemand muss sie begrüßen. Das gehört zur Demokratie dazu.